einem Wintertag ist ein Holzfäller in den Wald gegangen, um Holz zu hacken. Der Schnee ist hoch gestanden und es war eisig kalt. Während der Holzfäller am Arbeiten ist, taucht auf einmal zwischen den Bäumen ein kleines Männchen auf. Ein Waldmännchen. Das ist gerade gegenüber vom Holzfäller abgesessen und hat ihm so schön beim Arbeiten zugeschaut. Wie es so kalt war, hat der Holzfäller immer wieder seine Axt auf die Seite gelegt und hat das Waldmännchen hat ihn beobachtet. Du, sag mal, wieso blasest du in deine Hände? Ah, ich blase, damit es warm wird. Von dem vielen Arbeiten hat der Holzfäller einen zünftigen Hunger bekommen. Er hat sich ein Feuer gebaut, hat einen Topf draufgestellt mit Wasser, hat Gemüse und eine Wurst reingeschnetzelt und hat gewartet, bis die Suppe so schön am Köcherle ist. Und da hat er vor lauter Hunger nicht mehr gewartet. Er ist mit dem Löffel gerade rein und hat probiert. Es war aber viel zu heiß und er hat sich die Lippen dabei verbrannt. Beim zweiten Mal war er schon ein bisschen vorsichtiger. Er nimmt den Löffel und das Waldmännchen ist immer noch da gesessen und hat ihm zugeschaut. Du, sag mal, wieso blasest du auf deine Suppe? Ist sie dir zu wenig warm? Nein! Ich blase, damit sie kalt wird. Ha! Also du bist mir schon nicht ganz geheuer. Mal kommt es warm und dann kommt es wieder kalt aus deinem Maul raus. Also mit dir wollte ich nichts mehr zu tun haben. Und das Waldmännchen ist auf und davon und im Wald innen irgendwo verschwunden. Und seit dem Tag sehen wir Menschen kein Waldmännchen mehr. Weil Waldmännchen findet uns ein bisschen gespenstisch.